A gut helfeich allem, ich bin David Braun, ich bin der akademischer Direktor von der jährlichen intensiver Sommerprogramm aufgenommen von Uriel Weinreich für jiddischer Sprachliteratur und Kultur beim Jiddischen Wissenschaftlichen Institut. Und alle Dienstag von dem dosigen Sommersemester haben wir einen Gast, einen Referent wegen an einer Thema von der Jiddischistisch. Es ist unser Vergnügen und Covid zu haben, heutigen Dienstag in unserer Serie Dr. Daria Vakhrushova, an Experten auf der Jiddisch-Zivilisation im Sowjetenverband und auf die Unionen von jiddischer Sprachpolitik, Sprachplanierung und so weiter, wo sie wird reden für uns auf der Thema für ein Nehייב von einer neuen jiddischer Sprache. Und ich bete dem Eulen, stellen Fragen bemäßig von dem Referat. Wenn ihr stellt Fragen, schreibt sie rein in der Funktion von Zoom, was heißt Q&A, das heißt die Scheiles und Tschuves. Nicht schreiben in dem Schmueskästel, das Schmueskästel ist verpostet, begrüßen sich und andere solche Kommentare, aber die Scheiles, was ich will da noch stellen, Daria, sollen angeschrieben werden, ausgeklappt werden in Q&A. Das ist der Nehייב von unser Nachmittag und ich gebe Daria das Wort. Daria, seid gegrüßt und ihr habt das Wort. Dank für Kommen. Schönen Dank für den Verbeten. Shalom Aleichem allen, guten Morgen oder guten Abend, wer es ist in Europa wie ich. Ich will tekens weisen meinen Ekran und anheben. In Nehייב 1930 ist in der Kiewer-Zeitschrift für Jiddisch Sprachwissen erschienen ein Artikel von der Rעצקי unter dem Titel Problemen von jiddischer Lingvotechnik. der Rעצקי, geboren in 1891, hat studiert Mathematik, danach hat gegründet Jiddisch-Klassen für Arbeiter in Samara und in 1920 ist angekommen in Moskau und dort gegründet die erste jiddische philologische Kommission beim jiddischen Abteil von dem Bildungskommissariat. Danach hat rübergetragen jene Kommission in Kharkov, wenn weg von Moskau. Ist auch gewesen der Herausgeber von dem ersten sowjetischen jiddischen philologischen Sammelbuch, Yiddish, da auf der rechten Seite, in Kharkov in 1923 und in 1926 ist die erste Edition von seiner berühmten praktischer jiddischer Grammatik. Mit einem Wort, in 1930 ist der Rעצקי nicht abgewehrt in der Welt von jiddischer Linguistik. Wegen was redet in dem Artikel? Lassen wir anheben mit dem Begriff Lingvotechnik. Der Rעצקי allein erklärt das in Nehייב, als das ist eine künstliche Bearbeitung von der Sprache im Gegensatz zu Linguistik als der Lernung von der Sprache. Den Begriff Lingvotechnik hat übergenommen von seinen russischen Kollegen Linguisten. Grigori Vinokur hat eingeführt den Begriff linguistische Technik oder linguistische Technologie und hat erklärt es im Jahr 1925 wie angewandte Linguistik, was auf dem Jesod von wissenschaftlicher Kenntnis lässt sie praktische Fragen von sozialsprachlicher Aufführung. Mit was Steiger hat Vinokur sich vernommen in jenem Büchel seinem. Das sind koidem kol gewähnt die Frage von sprachlichen Purism, Pressesprach, die Bürokratisation von Sowjetisch-Russisch, die neue postrevolutionäre Phraseologie. Vinokur hat geteilt, als wenn man soll sich auslernen, verwalten die Sprache, wird man euch können verwalten die Gesellschaft. In dem Sinne muss man verstehen die linguistische Technologie, das heißt Sprachverwaltung, aber nicht Leute ab welche Vorstellungen noch Tage in Heskem mit den tiefsten Gesetzen von der Sprachgruppe. Und das meint, heute studieren, genau beobachten, untersuchen die Sprache und erst dann noch ändern. Was sagt der Rעצקי wegen der jiddischer Lingvotechnik in 1930? Koidem kol erklärt Beriches, als die Kriterien für Sprachverwaltung sind nicht die Reinheit, nicht die Schönheit
und viele nicht die Richtigkeit von der Sprache, wie es wird oftmals angenommen. Die MS-Kriterien von lingvotechnischer Arbeit darf sein, machen die Sprache für einen möglich besseren gezeigt. Und das heißt, ermöglichen, als die Sprache soll was besser ausfüllen ihre soziale Funktion, dabei abnehmen was weniger Energie beim Reder und beim Hörer. Mit der Forderung, weniger Kirche, mehr Effekt, beschreibt Rעצקי בעצם eine natürliche Tendenz in jeder Sprache. Jetzt lassen wir gucken, למשל auf Jiddisch gufe. Ihr wisst, dass die heutige jiddische Sprache vermogt 3 Wegfallen, dem Nominativ, dem Dativ und dem Akkusativ. Dazu noch Possessivformen. Einmal ist da aber noch gäoוען ein Genitiv und die Formen findet man bei älteren Mechabrim, zum Beispiel da Pronomen mit den Verben poter werden und dermonen. In heutigen Klarjiddisch ist eine Tendenz zu nutzen dieselbigen Verben mit der Präposition und mit Dativ. Laut einem produktiveren Modell in Jiddisch. Und heißt es, als die Sprache allein entwickelt sich also, als die vorhandenen Formen sollen werden was homogener, was produktiver, als man soll viele nicht müssen trachten und auskleiden zwischen Dativ und Genitiv, zwischen haben und sein in Perfekt oder zwischen Minimum von Substantiven. Das ist, versteht sich, sehr eine grobe Schilderung. In jeder Sprache sind voran etliche Tendenzen und wie bald es voran eine Tendenz zu homogenisieren, ist auch voran eine Tendenz zu differenzieren. Und es kommt vor gleichzeitig. Also auch mit als und nice in der Sprache. Gewöhnlich schafft man ab etwas als, man nimmt auf etwas nice, danach kommt man zurück zum Alten und hebt den Übernitzkreis von Snai. Rעצקי und seine Kollegen haben geprüft, auszunutzen jene Sprachprozessen bewusstsinnig. Studierend die vorhandenen Tendenzen haben sie gewollt auskleiden das, was laut sie ist passig für den neuen sowjetischen Steiger und das versprechen. In dem Kontext und mit der praktischer, sachlicher Intonation muss man lernen und verstehen Rעצקis Steine wegen der neuen Sprache. Wir stehen kann sein für ein Anheb von einer neuen jiddischer Sprache, Jiddisch-Rousischער. Was hat damit gemeint und wieso darf man das verstehen? Wer es hat gelernt, die Beschreibung von der Lektie hat gesehen, also ich habe das übergesetzt wie Yiddish-Russian und kann jetzt schreien Gewalt, sehen die dem ganzen Zitat, sagen, dass das ist Atheus und es soll gedacht sein Jewish-Russian, wie bald es steht Leben Jiddisch-Deutsch. Ja, und das ist doch unser germanischer Jiddisch. Ich will sich ein bisschen erinnern. Koidem kol Jewish-Russian, das ist ein Termin, was wird gewöhnlich genutzt zu reden wegen dem Min Russisch, was wird gerät bei Jiden oder ist gerät geworden bei Jiden. Aber das ist nicht die einzige Siebe und nicht die wichtigste, weil was Rעצקי beschreibt in seinen Beispielen ist in der Remesse nicht keine neue jiddische Sprache. Wir sind alle mal entstanden bei Jiden in Goles, das heißt mit einzelnen Elementen von den früher geredeten Sprachen, aber auf dem neuen Jesod, was es übergenommen geworden bei den neuen Schreinim, also wie unser Jiddisch ist entstanden in Aschkenaz, Beschreinis mit germanischen Stammen. Aber von Rעצקis Beispiel guckt auf uns nicht keine neue jiddisch-russische Sprache mit slawischen Jesod, noch Tage die alte germanische Sprache, nicht mehr ein bisschen oder eine Sache, wenn sich in Guckwinkel russifiziert. Man hält das Steiger, sagt Rעצקי, als es schöner sagen, ich öffne die Versammlung, oder ich открываю die Собрание. Хоть man kann die Meinung mit gar nicht stützen. Gewöhnlich handelt es sich da wegen persönlicher Gefällung, was ist ein Produkt von langjähriger, fester Gemeinschaft zu gewisser Formen. Objektiv gerät ist, ich öffne die Versammlung und ich открываю die Собрание, zwei gleichzeitige Phrasen von verschiedenen Sprachen. Lassen wir sagen, literarisch Jiddisch und Jiddisch-Russisch. Ist wegen dem, was die Teile hat Gäuerem gäoוען, wollen wir schmussen später. Und dabei wollen wir machen da einen Überreis und anheben mit konkreten Fragen von der Infrastruktur von sowjetischer jiddischer Linguotechnik und Sprachpolitik. Wer hat sie durchgeführt? Wenn, wo, wer soll? Ich will abstellen sich auf etliche Mittel von
Politik in die 1920er und 1930er Jahren, kדי konkret zu weisen, wer arbeitet wo und wer soll, über der Entwicklung von der jiddischen Sprache in Rattenverband. Versteht sich, als das sind bloß gebliebene Beispiele und nicht keine ausschöpfende Beschreibung von Wertkufen. Die erste organisierte Arbeit über der jiddischen Sprache hat sich angehoben im Jahr 1920 mit der Gründung von der Darmonter Philologischen Kommission in Moskau. Ja, einer von den Gründern und ein aktiver Mitglied in dem ist gäoוען Rackי. Dort in Moskau ist auch vorgekommen der erste allrussländische Zusammenfahrt von jiddischer Tour auf dem Gebiet von sozialistischer Kultur und Bildung von 16. bis 26. Juli 1920. Das ist gäoוען eine von den ersten Unternehmungen von einer sehr großen Vernehmen gewidmet allgemeine Fragen von jiddischer Kultur und Bildung. Es sind sich dort zu neu gekommen 215 Delegaten von verschiedenen Parteien, herumzureden die Fragen von politischer Bildung, Bildungsanstalten, Kulturarbeit und zwischen anderen auch die Frage wegen der jiddischen Sprache. Dort ist proklamiert geworden, als Jiddisch ist ständig gäoועn und verbleibt ein Gewähr von der politischen und kulturellen Bildung für dem jiddischen Proletariat. Man hat dort geredet wegen jiddischer Schulen, wegen dem, wie man darf entwickeln bei einem Kind ein Interesse zu der jiddischen Sprache, wie man darf lernen Jiddisch in der Schule. Und auf jenem Kongress ist euch zum ersten Mal zu neu gerufen eine orthografische Sektion. Heißt es, als die erste offizielle Klolim von Sowjetisch-Jiddisch haben wir von Jahr 1920, der Prozess hat sich angehoben, früher versteht sich. Sollen wir auf guckt dann auf etliche vorlegen. Daraus steht der berühmte phonetische Prinzip, die Hebraismen dürfen ausgelegt werden, laut die allgemeine Klolim von der jiddischen Orthographie. Allgemeine Klolim heißt, also wie alle anderen Wörter von germanischen, slawischen, romanischen Abstamm oder Internationalismen. Das heißt, wie man hört, also schreibt man euch bei euch. In der Formulierung waren nicht der Mann kein schon ideologische Sibes, hat wegen der Spur von Hebräisch, welche man hat gewollt verkleinern und im Ganzen abschaffen, ist schon damals nicht weniger red geworden. Aber der Dokument und die Formulierung der mahnen uns in einen wichtigen Fakt. Der phonetische Ausleg ist nicht gäoועn kein 100%iger ideologischer Beschluss. Es hat gehabt verschiedene Wurzeln und hat existiert agaf nicht nur im Rattenverband. Und dafke Linguisten und Sprachlehrer haben oft gestützt dem phonetischen Ausleg, was hat gedacht, zusammen mit anderen Reformers, verringern dem Lernen, dem Schreiben und der Rikar dem Auslernen sich. Wir wissen aber alle die Geschichte. Zum Sof ist dafke der phonetische Ausleg geworden zum Symbol von Sowjetisch-Jiddisch und zu der Mechize zwischen Sowjetisch und Nicht-Sowjetisch. Und nicht selten alle Reformen, alle Vorlegen, alle Auftönen von sowjetischen jiddischen Linguisten werden reduziert auf dem. Das ist ein größer Umjäuscher, aber nicht wegen dem ist die Rede. Ist jener erste Kongress ist gäoועn bloß der Nehייב. Danach ist gekommen eine ganze Reihe Beratungen, Konferenzen, Kongressen, wo man hat sich vernommen mit theoretischen und praktischen Problemen von der jiddischen Sprache. Ich will anrufen, bloß ein paar. Das ist eine philologische Beratung beim ersten Allsowjetischen Kulturkongress in 1924, eine große orthografische Konferenz in Charkiw im April 1928. Dort, das heißt erst 28, hat man beschlossen, abzuschaffen die Sof-Oises. Eine große Sprachberatung in Charkiw 1930, wo man hat schon geredet, nicht bloß wegen Orthographie, nur wegen Morphologie und Syntax auch. Eine Treffung beim Kiewer Institut in Februar 1931. Eine größere Konferenz, wieder einmal in Kiew 34. Die Telegramm, was ihr seht, da links, ist scheich zu der Konferenz. Und es ist unmöglich, das nicht zu ermannen, eine Konferenz in Borodschan, was hat gesollt vorkommen in 1937. Man hat schon gehalten und zugreifen sich, man hat geführt lange Diskussionen auf die Seite von jüdischer Presse, aber die Konferenz ist heute abgelegt und danach im Ganzen annulliert geworden. Die Konferenzen sind gäoועn die größten Forums, wo man hat sich gesehen, Ponym al Ponym, mamisch
wie auf alle Konferenzen in alle Fachen bis heutzutage. Sie sind das gewesen die Erster, wo Forscher von Moskau, Kiew, Minsk, Kharkiv haben sich bekannt und vertragt neue Projekte. Ich will euch weisen ein Beispiel von einer sehr produktiver Begegnung. Aber anheben will ich von der Weitens. Viele euch zwischen Konferenzen und Treffungen sind die Forscher versteht sich geblieben in Kontakt einer mit dem Zweiten, aber der Rikar bloß durch Schreiben, durch selke Telegrammes, durch persönliche Korrespondenz, durch Presse euch. Die Probleme von Sprache hat man in der verbandischen Presse diskutiert, sehr breit sind die frühesten Jahren. Und zum Beispiel etliche Artikel von der Tag-Zeitung, der MS, publizierte in Jahren 22 bis 24. Und in 1926 hat man sovkolsov beschlossen, es ist nötig zu gründen eine spezielle linguistische Publikation. Und also herum ist im März 1927 heraus die jiddische Sprache, was es erschienen unter dem dortigen Namen bis 1930, der noch unter dem gebietenen Namen auf der Sprachfront bis 1939. Heute in den 30er Jahren ist es mehr gewesen als ein Sammelbuch wie ein Journal. Es steht, dass das ist ein Journal für praktisch jiddisch Wissen. Und das ist der Eigener, in welchen es ist später erschienen der Rעצקis Artikel, mit welchen wir haben angeheben. Der Redakteur von der Zeitschrift ist gewesen Nochem Stief, wenn man hat verbeten, anzuführen mit der Arbeit von der philologischen Sektion in dem Kiewer Institut für jiddischer Kultur. Auf ein Rackerer Kulturzusammenfall in April 1928 hat Stief sich bekannt mit der Linguist von Moskau, Elie Falkovich. Ich bete mich hier, das Bild ist anachronistisch, aber kein Bild von jenen Jahren habe ich nicht zum Bedeuern. Und Elie Falkovich ist bis dahin nicht gewesen so bekannt, nicht geguckt auf dem, was hat schon hübsche etliche Jahre abgearbeitet in der so gerufenen Mairevke, der Moskwer Kommunistischen Universität von nationalen Minderheiten von Mairev. Und oder so schreibt ihm Stief, der anerkannter Jiddisch-Forscher, zu dem nicht Bekannten. Sehr hoschewer Haber. Ich verrufe sich auf unsere Schmäusen nicht lang in Kharkiv bis dem Kulturzusammenfall. Es ist gewesen eine freudige Überraschung zu sehen, als wir haben Jiddisch-Kenner und Forscher, was tun an Arbeit, und wir haben sie besitzt nicht gekannt. Es ist kein Jiddisch nicht, was wir haben sich darüber bis jetzt zu euch nicht gewöhnt. Aber jetzt, befragt nach der Beratung wegen der jiddischen Sprache in Kharkiv, ist schon direkte Zeit, als ihr sollt anheben, etwas zu tun für dem Journal. Weiter geht Stief zu etliche Brötchen, legt viele vor etliche Themen, über welche Falkovich wollte gekannt, nach seinem Verstand noch arbeiten. Und also hat man sich verbunden. Falkovich hat Tage in den kommenden Jahren publiziert etliche Arbeiten seine in die jiddische Sprache. Wir haben noch etliche Briefe von Nochem Stief zu Falkovitchen, wo sie reden darum die Arbeit, die Publikationen, die Zeitschrift. Die deutliche Beschreibung wird aber gewähnt nicht voll und nicht wahrhaftig, wenn ich soll nicht zugeben noch ein Prat, was zerstört das idyllische Bild von einer lebendigen jiddischer Forscher im Rattenverband. In der Sache von jenem Brief Mondstief Falkovich soll etwas anschreiben und zustellen für der Publikation. Es sind der Prosten Poschet nicht gewähnt genug Forschers. Ansammeln Material für eine ganze Nummer ist gewähnt schwer. Und die sowjetische jiddische Sprachforschung ist gewähnt von einer Seite reich, lebendig, sehr kompetent, sehr professionell und von der zweiten arm, allemal im Kampf für ihre Existenz. Und teilweise hat man euch gekämpft, einer gegen den zweiten. Als solche Edesen haben wir euch. Kein Sach wegen dem ist nicht bekannt, aber wissentlich, was wir wissen wegen Diktaturen, ist nicht schwer, sich vorzustellen, wer soll, man hat geführt sich und für was. Falkovich ist auch ein seltener, glücklicher Fall, arbeitet über der neuen Edition von seiner herumnehmiger Grammatik, haben meine Kollegen und ich gefunden nicht wenige Abrufen von seinen Mitzeitlers und kein einer hat nicht gehabt, kein ein böses Wort wegen Falkovich. Ist das davon,
das sind die Neuem die Infrastruktur von der sowjetisch-jiddischen Sprachforschung. Ja, Konferenzen, Presse, verschiedene Beratungen und versteht sich die Instituten, was haben gearbeitet, gesehen. Lassen wir jetzt schmussen wegen ein paar Begriffen, wo sind gewähnt die Achse, um welche es hat sich gedreht, jene Forschung oder dem Gräm, in welche sie hat gearbeitet. Das will ich dann mit der Hilfe von etlichen Grundbegriffen wie nationale Sprache, Volkssprache, literarische Sprache und Kultursprache. Und wenn nicht wo, wird der Herr noch ein paar andere Begriffe euch. Ich habe mit dem Begriff, was es gemacht wie nicht benimmt in dem sowjetischen jiddischen Sprachdiskurs, das ist nationale Sprache. Von einer Seite ist es eine knappe Überraschung, von der zweiten kann es ja ein bisschen verhildern und ich prüfe zu erklären voraus. Die Anerkennung von Yiddish wie eine nationale Sprache von Jiden ist gewesen eine starke Lösung in Anhieb von dem 20. Jahrhundert. Ich darf euch nicht ermahnen in die heiße Debatte auf der Tschernowitzer Sprachkonferenz. Und danke der Fall ist es mir auch Yiddish, als wenn Yiddish ist sov anerkannt geworden, zum ersten Mal in ihrer Geschichte, in etwas am Luche. Und jiddisch-sowjetische Linguisten haben sich mamisch berühmt mit dem, für Jiddischisten in gar der Welt, ja, mit Schutz von Rattenverband, hat man von deswegen nicht geprüft, zu verbinden, rhetorisch oder ideisch, dem dosigen sowjetischen Triumph mit dem angestrengten Kampf für jenem Status von mit der 20 Jahren früher. Und das hat erwartet zu tun mit dem Status allein, ja, weil er hat sich sehr gebieten. In der Emerson bloß in russischen Texten von der Zeit hat Jiddisch gekannt angerufen werden, begleich mit einer Sache anderer verbandischer Sprachen, eine nationale Sprache, nationallich Язык. Und das hat gekannt haben bloß ein Partei, eine Sprache von einer Nazmin, von einer nationalen Minderheit. Die Anerkennung wie eine nationale Sprache ist mehr nicht gewesen kein hoher Ziel, kein Ideal, kein stolzer Status. Verkehrt national in Rattenverband hat gemeint, Afaseit, peripher, nicht zentral. Das ist öfter gewesen der Gegensatz, zentral und national. Man muss sich nicht schämen damit, aber national hat man nicht gemusst der Griechen. Das ist gewesen der Status Naturalis sozusagen. Es wäre so, ist man begangen mit jenem Status. Aber da hat man stolziert damit, auch gegen die nicht-sowjetischen Jiddischisten. Aber in ein wenig hat man sehr früh gemusst für einen Kampf gegen der Parteilinie oder sich sicher zu passen zu der Parteilinie. Otle Moschel hat einen Artikel von Moshe Litwakoven geschrieben, sehr früh 1923, unter dem Kapitel Jiddisch Leben. Darin kritisiert er die amerikanische und polnische jiddische Presse, was in sie findet man gläuberisch gar nicht wegen dem jiddischen Leben, kurz neißen wegen Antisemitismus und Zionismus. Er teilt als bloß in der sowjetischen Presse findet man ja das jiddische Leben und proklamiert. Ohne schum nationale Kavones schaffen wir ein jiddisches Leben, wie der Rousišעr, der ukrainische, der grusinische Proletariat schafft ohne schum nationales Chemes und Pläne sein Nationalleben. Ein national-jiddisch Leben ohne nationale Kavones. Litwakow wollte das öfter angerufen Dialektik, wir kennen das anrufen als Tiere oder besser öfter terminologischer Pilpel, ein Planter. Ich sage das nicht mit keiner Kritik, eher mit Mitgefühl, weil bei RHSO hat uns gesehen der ganze Weg von der sowjetischen jiddischen Kultur, was hat gedacht manövrieren zwischen die eigenen Strebungen und die Forderungen von der nationalen Politik. Heißt es, als den Begriff nationale Sprache wie eine Bezeichnung für Jiddisch hat man gekannt, nicht so bloß reden die auf Russisch und in gar einer anderen Partei. Auf Jiddisch ist es gewesen Reif. Und deswegen hat es nicht da gewesen kein Wort, es ist aber ja da gewesen ein Ideal, eine Vorstellung wegen der Entwicklung von der Sprache, wegen der Richtung von jener Entwicklung und wegen der Arbeit über der Sprache, sie soll der Griechen etwas heich. Und die dosige Heichen hat man gewöhnlich angerufen literarische Sprache, einmal auch Literatursprache und auch Kultursprache. Beide Namen sind übergenommen geworden von Russisch und bedeuten beerdig das, was man ruft an in anderen Scheunes
eine Klalsprache oder eine Standardsprache. Gedem man soll sich besser orientieren in dem Stall Begriffen und Teines, will ich zitieren die klärste Definition von literarischer Sprache, was ich abgeklärt gefunden in meinem Gehör. Sie kommt von einem Artikel von Chaim Holmstock, das Gäoוען Linguist. Der Artikel ist geschrieben geworden, dafür bis der Zugreitung zu der annullierten Birobidjaner Konferenz in 1937. Holmstock benutzt dort dafür den Termin Literatursprache, meint aber damit nicht die Sprache von schöner Literatur, nur die allgemeine Literatur, Presse, Bildung und Geschäftssprache. Die Literatursprache ist eine höhere Madrige von Sprache. Sie ist viel reicher von den besonderen Dialekten, vermogt größere Möglichkeiten. Sie führt rein viel neue Wörter für mehr komplizierte, für abstrakte Begriffen. Sie kultiviert eine mehr komplizierte und begriffliche Wortbildung und Bau von der Phrase auf auszudrücken mehr komplizierte Gedanken. Sie schafft neue Möglichkeiten, auf auszudrücken pinklich die edelsten Schattierungen von Gedanken und Gefühl. Der Rückkehr von der Definition ist das Entgegenstellen die literarische Sprache gegen Dialekten, oder besser gesagt, man stellt sie über sie. Und man streicht unter ihre Begrifflichkeit, ihre Nuanciertheit, ihre Kompliziertheit mehr wie einmal, ihre Zugepasstheit zu verschiedenen Lebenssituationen, ihre Fähigkeit auszudrücken, nicht nur dem konkreten Inhalt, nur auch abstrakte Vorstellungen. Der Jesod, auf welchem man baut die literarische Sprache, ist laut Holmstocken die Volkssprache. Das ist unser dritter Begriff. Bemäßig von den 20er und 30er Jahren haben sich verbieten etliche Konzepte von der Beziehung zwischen Volks- und literarischer Sprache. Und laut einer dieser Konzepte ist Volkssprache Tage der Jesod, auf welchem es darf aufwachsen, die Literatursprache. Ein größerer Anhänger von der Idee in den 1920er Jahren ist gäoוען der Monter Nochem Stief. Für ihn hat Volkssprache gehabt den Beteit von der lebendiger, natürlicher Sprache, die Sprache, wie sie wird gerät und ist gerät geworden. Die Konzeption hat gehabt noch ein Ressoren, aber sehr einen wichtigen. Die Volkssprache ist gewöhnlich assoziiert geworden mit den amoligen Lebenssteiger, mit vorrevolutionären oder gar konterrevolutionären Aufenthalten und Leben. Also darum finden wir die erste Synonym von terminologischem Kampf sehr früh, schon in 1927, in Stiefs Deklaration für der Zeitschrift die jiddische Sprache. Wir wollen nicht verewigen den jetzigen Zustand von der Volkssprache. Wir wollen nicht hereinpressen an ein Leben, befreit von einer revolutionären Epoche in die engen Rahmen von einer primitiver, hinterstelliger Art Denken und Weltwahrnehmen. In dem Prat wollen wir brechen dem Konservatismus von der Volkssprache, dort wo bringt schon Schaden in herausbringen neue Begriffen, in klar anpleckendem Gedank, in der Ausdrücklichkeit und Ökonomie von dem Wort. Wir wollen sich aber umkehren zu der Volkssprache jedes Mal, wenn entgegenkommt man mit mechanisch von der Fremd übergebrachten Wörter und Wortbildungen, Wortformes, Milize, der Haupt aber mit der fremden Satzbau. Wenn man verbeigt die Volkssprache, macht man es umwissen oder macht man es intelligentischer Gattles. Da sind sehr kurz und lakonisch angezeichnet die wichtigsten Punkte von der Diskussion, was man hat geführt, herum der Entwicklung von Jiddisch in die kommenden Jahren. Ist von einer Seite hat die Sprache, die neue sowjetische jiddische Sprache, gesollt werden eine Hemmschicht. Sie ist doch gäoועn nicht kein Jossem. Jiddisch hat man danken Gott gerät auch vor der Revolution und die Geschichte hat man nicht gekannt und auch nicht gewollt im Ganzen abmecken. Heißt es, als wenn es ist gegangen in der Begrifflichkeit von der Sprache, in Flüssigkeit, in dem natürlichen Klang, in alles, was man Arbeit aus bemäßig von Deures, hat man gemusst ankommen zu dem alten Volksjiddisch. Bichlal ist die Verbindung zum Volk nicht einmal gäoועn schlecht und hat viele gäoועn a viele a Meile, weil Volk hat beteit dem Eipig von Bourgeoisie und seine Sprache ist also herum gäoועn das Emesse, das Joderdicke, das, was man hat gemusst abhitten wie Schwarzappel. Aber von der zweiten Seite, wie der Mond, hat Volkssprache symbolisiert sozialpolitischen Konservatismus und Abgestandenheit, die Eigenschaften, von welchen man hat gewollt Potter werden, und jenem negativen Aspekt hat man nicht selten ausgedrückt mit Begriffen volkstümlich und jiddischlich.
Der Vernehm der Partei von Volksstimmlichkeit zu Jiddischlichkeit ist aber nicht gewinn klar. Ich will in ein paar Minuten darum weisen, konkrete Beispiele, aber heute will ich anzeichnen den Weg von der Diskussion, von der Debatte wegen Jiddisch wie Volkssprache und volksstimmlicher Sprache. Ist nachdem wir nach dem Stift im Jahr 1927 hat noch gekannt, stolz erklären, als die Volkssprache mit gewissen Begrenzungen ist der Resort von der literarischen Sprache gefunden sind 1929 mehr und mehr kritische Bemerkungen. Was hat der Marshall Aaron Gursteins ein Artikel wegen einiger Teines zu der jiddischen Sprache von 1929, wo kritikiert nach dem Stift persönlich und auch die Sprachpolitik von der Redaktion. Man darf nicht fetischisieren die Volkssprache, sagt er. Man darf sagen klar und offen, als dass es nicht mehr wie ein gewisser sozialer Dialekt, was gilt für einen gewissen geschichtlichen Period. Konkret, der Mod Gurstein, le Marshall in Stiftsteinitz gegen den Benutz von der passiver Konstruktion in Jiddisch und ich der Mann euch in der Diskussion. Laut Stiefen ist der Passiv nicht genug prost und volksstimmlich und bechlal eine fremde Konstruktion und man muss ihm wie weit möglich ausmeiden. Und gegen dem teinet Gurstein, in der Volkssprache fällt Lachluten der Syntaxis von einem komplizierten Satz. Soll es heißen, als die Kultursprache darf sich davon absagen? Ähnlich zu Gursteinen hat geteinet auch der ukrainische Sprachforscher Nochem Kaganowitsch. Wenn Artikeln wegen Volkssprache und literarischer Sprache sind erschienen in der jiddischen Sprache 1930. Später hat Kaganowitsch angeführt mit der antinationalistischen Kampagne in ukrainischer Linguistik und auch allein nicht ausgemieten dem Gehörl von gehabt und beharrt werden. In 1930 hat angehoben auf Ukrainisch eine Diskussion wegen Volkssprache und literarischer Sprache und danach sind in die jiddische Sprache erschienen jene 2 Artikel zu der Thema. Ich weiß zum Bedeuren nicht, hat sie allein geschrieben auf Jiddisch, sie hat es übergesetzt. Ich habe es nicht gefunden, kein ukrainischen Original. Ich habe aber ja gefunden seine Rezensie von Ra'ceckis Grammatik. Und das meint, also er hat gekannt lernen auf Jiddisch. Und in der Sinne ist es nicht wichtig, er hat allein geschrieben, die Artikel wegen Volkssprache und literarischer Sprache, sie nicht, weil man hat sie abgegeben an so viel Ort, also viele, wenn es sollen sein Übersetzungen, ist es klar, also das ist gewesen sehr wichtiger Zusteiger zu der Thema. Und die Mitzeitler haben es abgeschätzt. Und es ist der Fall, da auch für uns zu hören sein Argument, was ist auch verbunden mit Syntax, und danach versachhakeln die Diskussion. Die Rede ist da wegen Subordinierung, das heißt wieder einmal wegen komplizierter Sätzen, längere Sätzen mit Verbindwörtern. Die Volkssprache, wie bewusst, weiß jemand im Ganzen nicht von kein Subordinierkonstruktions. Nicht oder kein Beisatzen, weil die Volkssprache spiegelt in sich ab das primitive Denken. Und das primitive Denken stellt nicht die verschiedenen Erscheinungen in kein komplizierter ursächlicher Verbindung. Sie nimmt sie isoliert, eine von der anderen. Subordinierung ist charakteristisch für der wissenschaftlichen, für der sachlichen Sprache, dort wo ein Begriff ist angesiedelt auf den zweiten und beide sind gestellt in einer ursächlichen Verbindung zwischeneinander. Meinen, als die wissenschaftliche Sprache soll sich können begehen unsubordiniert Konstruktions, das bedeutet entworfenen die dosige Sprache. Richtiger gesagt, jene intellektuelle Prozesse, was die Sprache spiegelt ab. Herabsetzen sie auf einen niedrigeren Stapel. Also teilt Kaganowitsch gegen eine vollkommene Orientation auf der Volkssprache. Er weiß, dass der Schädel von der literarischen Sprache ist allemal breiter von der Volkssprache und wenn wir gucken weg von gewissen Begriffen, was benutzt, mit welchen wir können nicht Masken sein, ich meine, solche Begriffen wie primitiv denken, muss man müde sein, als die Argumente sind richtig. Literarische Sprache hat Tage mehr Funktions. Sie nimmt darum die Sprache von tagtäglicher Kommunikation, die Sprache von sozialpolitischem Diskurs, die Sprache von Wissenschaft, von Bürokratie, die Sprache von schöner Literatur. Ist der Wunsch zu nehmen, die Volkssprache für ein Stückel orientiert, ist sehr verständlich, aber er nimmt nicht in Betracht, als Davke in solchen Gebieten wie Wissenschaft ist die Sprache lechatchile weit nicht kein natürlicher.
heißt es, als die Volkssprache kann nicht sein kein Musterfach. Der same Ernst der Problem von dem Begriff Volkssprache ist aber gäoוען nicht die praktisch-linguistische Begrenzung, nur sein politischer Tarfes. A Volkssprache gehört auch a Volk, das heißt etwas an autonomen nationalen Eins. Aber nicht geguckt auf eine politische Schwierigkeit hat man sich nicht geeilt, den ganzen Absagen von dem Begriff. Man hat geprüft, den modifizieren anstatt dem. Weil er hat ausgekriegt etwas Wichtiges, die Verbindung von der Sprache mit dem größten Teil von ihrer Reders. Die Verständlichkeit und Zuträglichkeit von breiten Eulen. Und das ist gäoוען einer von den wichtigsten Geboten. Es hat man geprüft, zuzupassen, jenem Termin zu ideologischem Neuem. Und einer als Proof kommt von Elias Spivak. Dem Problem von Volks- und literarischer Sprache hat er gewidmet einen größeren Teil von seinem Vortrag auf der Kiewer Konferenz in 1934. Nach ihm noch ist Volkssprache ein nötiger Bestandteil von der literarischen Sprache, was strebt oder muss streben zur Demokratisation. In derselbigen Zeit darf die Volkssprache nicht idealisiert werden. In die stilistische Dynamik hat Spivak ausgedrückt mit den Begriffen Volkssprache, was darf gestützt werden, und gegen Volksstimmlichkeit, mit welcher man muss kämpfen. Gedei zu finden, ein Weg zwischen Stille und Charybdis, hat Spivak sich benutzt mit Begriffen massive Sprache, Massenwort, Massensprache, das heißt verbieten das Wort Volk auf Masse. Aber die Grenze zwischen Volkssprache oder Massensprache und volkstümlicher Sprache ist noch halt geblieben sehr unklar. Jetzt lassen wir gucken auf eine Definition. Massentümlichkeit in Sprache darf mitbringen eine Einfachkeit, was vereinfacht nicht, nur was hilft mit zu heben die Kultur und die Sprachkultur von den Massen. Massentümlichkeit, das ist Prostheit, was ist in doch weit von Prostkeit. Durch Massentümlichkeit streben wir zu einer literarischer Sprache, was es dank ihrer einfacher Konkretheit und Klarheit noch mehr ausdrücklich und fein und darüber noch mehr klasse übertrefflich und angezielt. Einfach, was vereinfacht nicht, Prost, aber nicht Prost. Man balanciert da manchmal auf ein sehr dünn Drittel und nicht geguckt auf alle Bemühungen, sondern die Grenzen von der so gerufener jiddischlicher oder volkstümlicher Sprache, welche man hat gemusst, wie weit möglich ausmeiden, geblieben sehr zerschwommen. Das will ich euch weisen mit einem konkreten Beispiel. Das ist genommen von Isaac Racekis Buch Methodik von Yiddish, publiziert in 1934. Es geht um, wie man darf lernen Jiddisch in Anfangsschule. Und in einem Abteil wegen Lexik ist eine sehr ciekawe Stelle. Die dialektischen Widersprüche von der gesellschaftlichen Entwicklung spiegeln sich ab in Lexik und führen zu dem durch sich paradoxalen Resultat, als die sowjetische Schule darf nicht nur verbreitern, nur auch verschmälern dem Schülers Lexik. Doch handelt es sich wegen chauvinistischer, religiös-emotionale, unterweltische, vulgare, mit Einwort, klassenfeindliche Elementen von der Lexik, wo es darf kein Ort nicht haben in der proletarischen Sprache. Die alle Goyim und Rebäunische Eulems, wo seinen so lieb bei den Jiddischisten für sehr Volkstümlichkeit, Saftigkeit, sondern in der Remesse nur ein sprachliches Mittel, durch welchen es dringt herein die feindliche Wirkung auf den Proletariat. In einer Reihe stehen da chauvinistische, unterweltische, vulgare und emotionale Ausdrücke, was werden später erklärt wie die beliebtesten Ausdrücke von Jiddischisten. Und noch mehrfach Jiddischen die konkreten Beispiele in Goyim. Das Wort hat Racekis Tage vorgelegt zu verwehren, sind die 20er Jahren. Und rebäunische Eulen, was ist mit Tome für sie gäoוען ein Restel von der so gerufener verschimmelter religiöser Kultur. Agav, seht ihr in dem Zitat euch ein nicht gar oft ein Synonym von Kultursprache, das ist proletarische Sprache. Ist der Rikar gäoועn, benutzt in die 1920er Jahren, später nicht mehr. Zum Schluss will ich Kitzer anweisen auf noch einen Aspekt, um welchen man hat geführt, achsoristische Milchomes und was bleibt bis heutzutage ein Beuletersimen von sowjetisch-jiddisch. Das sind Russizismen oder breiter gesagt Slawismen, weil auch ukrainisch und belarussisch haben da nicht wenig zugesteuert.
Und also herum kommen wir euch zurück zum Anhieb zu Rעצקis Idee von einer neuen jiddisch-russischen Sprache. Yes. Lassen wir gucken noch einmal auf der Stelle in Rעצקis Artikel, was ist jahrelang zitiert geworden in linguistischen Diskussions. Dort vergleicht die Sätze, ich öffne die Versammlung und ich открываю die Собрание. Der Zitat demonstriert sehr einen technischen Zugang zu Sprachproblemen, wo die Hauptmeile von alles Besuchen von der Sprache ist Gäoוען Produktivkeit und Effektivkeit. Was besser, eindeutiger und gichere Formulierung transportiert dem Beteit, was weniger Mühe sie fordert von dem Redner und von dem Zuhörer, als besser ist sie. Von dem Guckwinkel und als man bleibt in der halb assimilierten jiddisch-sowjetischen Zwiebel, sind die Phrasestücke gleich und was höher der Grad Assimilatie als effektiver viele jener zweiter Satz, was gefällt uns öfter nicht. Aber man muss müde sein, als irgend in einer Fabrik zwischen Arbeiters, wo man redet nicht wenig Russisch, zolib Kolleges euch, wird der Satz gicher gesagt und verstanden werden. Mit der Teile versetzt man aber auch andere Aspekte von Sprachbenutz, zum letzten aber die emotionale Seite. Der Aufruf auf Rעצקis These ist gäoוען sehr ein emotionaler. In dem kommenden Nummer von die jiddische Sprache hat Chava Rosenzweig geschrieben wegen Rעצקי mit Großbitel. Linguotechnik dürfen wir haben. Aber das, was Chava Rעצקי legt vor, das ist nicht kein linguotechnisch Vorausgehen in Avantgarde von historischen Prozess, verkehrt. Das ist linguotechnischer Ekism. Das heißt, zupassen sich zu die zusammen abgestandensten Teilen von die jiddische arbeitende Massen. Rosenzweig hat euch ermahnt, als die Diskussion wegen Russizismen in sowjetisch-jiddisch ist schon gäoוען lange. Der Rikur hat sich angehäuben in Minsker Wecker in den Jahren 1923 und 1924. Heute die Debatte ist damals geführt geworden, nicht auf der wissenschaftlichen, nur auf der publizistischen Madrige. Uns ist gegangen, Koidenkol in der Sprache von der jiddischen Presse und der Rickerin Wärter Euzer. Was darf man dann mit den neuen Begriffen? So darf man übernehmen die russischen Wörter wie Yitzcheka oder schaffen neue jiddische Wörter wie Kämmerl und meint man damit die niedrigste Parteiorganisation auf einem Ort, zum Beispiel in einer Fabrik oder in einem Technikum. Wegen tieferer morphologischer und syntaxischer Haschpoes ist damals noch nicht geredet geworden, macht man die Anteilnehmer von der Diskussion seinen Prosten nicht gewann kein professionelle Linguisten. Rעצקis These in die jiddische Sprache wegen der neuen jiddisch-russischen Sprache hat also gegossen Öl auf den alten Feuer und Gorem gäoוען einen großen Tummel. Nicht nur zu dem, was die anderen Linguisten haben nicht Masken gäoוען wie Jiddischforscher oder Jiddischredner, nur euch macht man dem, was die Themen Russizismen ist gäoועn sehr gefährliche, a politische. Ab Weggehen von Russisch zu weit hat man nicht getraut. Aber teilen, als man soll nehmen Greiz von Russisch und bauen eine neue jiddisch-russische Sprache, das hat geschmeckt mit dem also gerufenen großrussischen Chauvinismus. Rעצקי ist nicht gäoועn gerecht, nicht bloß und nicht also mit seinem Argument, wie mit seinen Eufen reden. Es ist gäoועn zu direkt, zu klar, zu eindeutig. Und auf dem hat sicher nicht einmal Charotte gehabt. Der Sturm hat sich nicht beruhigt, nicht mit 1 Jahr, nicht mit 2 Jahren, nicht mit 3 Jahren später. Auf der Monter-Kiewer Konferenz 34, das heißt mit 4 Jahren später nach seiner Publikation, hat gemacht jeder einer der Mond Rעצקis red. Und hat ein Regime von Redners, von Anteilnehmers, was haben gefunden, scharfe Wörter für Rעצקי. Haverim Spivak, Levitan, Lyubarski, Lieberberg, Resnik, noch ein paar andere. Und das nicht geguckt auf dem, was Rעצקי hat schon etliche Mal gehabt zurückgezogen seine These. Das Problem ist aber geblieben. Sowjetisch-Jiddisch ist weiter verfletzt geworden mit Slawismen. Und also wie die slawische Haschpoe auf Jiddisch ist gäoועn in der Rechtsschule ein politisches Problem, hat man wegen dem nicht gekannt reden offen. Und jeder Forscher hat gesucht eine eigene Lösung für jenem Problem. Gewöhnlich hat man geprüft, zu finden andere Wörter, zu behalten die alte, allem bekannte Probleme
hinternahe schildlich. Ich gebe euch ein Beispiel von Elias Spivaks Referat auf jener Konferenz. Von dem Referat hat schon gesendet hatten. Es wissentlich, also es kann sein, jetzt oder später gefährlich zu reden wegen Übersetzungen oder Entleihungen von Russisch, hat ausgefunden dem Termin inhaltlich paralleler Sprachbeu, weil so sein Schacht alle sowjetische Sprachen, sei sehr Lexik, sei die Phraseologie, sei Grammatik und Stilistik. Allein, das ist Spivak, hält es für nötig zu erklären, als dass es nicht kein Kalke, Kopierung oder Entleihung in dem alten bourgeoisen Sinne. Als solche inhaltlich parallele Strukturen sind laut ihm nicht keine einfache Übernehmung, nur der national geformte und parallel strukturische Sprachausdruck von ein und dieselben Denkprozessen, wo seinen international Leuten doch. Ich meine, als ihr alle hat sicher erkannt die Formel national Leute Form, sozialistisch Leuten Inhalt, und das ist ein boileter Anweis, wie groß es gewinnt der Pachet. Ja, wenn man probt sich zu stützen auf eine solche Formel ist, was sind im Ganzen sicher, was wollen öfter beschützen später. Jetzt lassen wir gucken, was Wörter und Ausdrücken hält Spivak für inhaltlich parallel. Das ist seine Terminologie, ich habe jeweisiert dem Ausleg. Das sind lexische Sowjetismen, wie Ausgangstag, gebaut laut dem russischen Modell. Das ist der freie Tag, wenn man arbeitet nicht, man geht raus. Neue wissenschaftliche Termine, also solche wie Einguss, auf Jiddisch ruft man das gewöhnlich Bucht. Und phraseologische Sowjetismen, wie Beispiel unter dem Zeichen von, was meint, als etwas ist der höchste Ziel. Wie Beispiel die Arbeit wird geführt unter dem Zeichen von Qualität, bewusster sowjetischer Lösung. Das meint, als das Wichtigste, was man will erreichen, ist die Qualität. In linguistischer Forschung, was ist frei von ideologischer Pentes, ruft man das an sehr poschet. Das sind Fremdwörter, Kalkes, Übernehmungen, Übersetzungen, Entleihungen. Aber die politisch-ideologische Neuem in Rätenverband haben Gorem gewähnt, die suchen die ganze Kirche auszutrachten neue ideologisch neutrale Bezeichnungen und Erklärungen für alte Phänomene. Sogendig als inhaltlich parallele Strukturen drücken aus dem gemeinsamen und einheitlichen sozialistischen Inhalt, verlässt Spivak das gefährliche Schlachtfeld zwischen jüdischem Nationalismus und großrussischem Chauvinismus und betrachtet dem sprachlichen Linien in Gräm von sozialistischen Weltbahnen. Es ist übrig zu ermahnen, als seine Vorlegen, seine terminologische Vorlegen, sind nicht kritikiert geworden. Auf derselben Konferenz, wo man hat also kritikiert Racki, hat bei Ätzem hat Tage geteilt das eigene wie Racki nebach. Also Sprache entwickelt sich in der Gesellschaft, als in ihr spiegeln sich auch die Lebensbedingungen von jener Gesellschaft, und es hat nicht keinen Sinn, zu kämpfen gegen slawischer Kaspor in sowjetisch-jiddisch. Nicht geguckt auf dem als wachsende Assimilatie, meluchische Stütze Oif und Nötigung, sich zuzupassen in der Tief, ist sowjetisch-jiddisch, Punkt wie das sowjetische Judentum, geworden a Jesch. Vor dem Jesch haben gekämpft sämtliche jiddische Linguisten, was haben jahrelang gesucht, weg zwischen jiddisch-nationalen Strebungen und Forderungen von kommunistischer Ideologie. Der politisch-gesellschaftliche Kampf hat Maschpier gewähnt auf sprachwissenschaftliche Debattes, aber von unter dem Scholars von Ideologie kann man hören die ämesse Frages. Wer so entwickelt sich Jiddisch? Wie darf man reden? Wer sind die Reders von der sowjetischen jiddischen Sprache? Was darf man tun? Der Jiddisch soll heraus von dem engen Rahmen von einer Umgangssprache und soll werden eine vollwertige Sprache, was darf nicht ankommen zu den Mehrheitssprachen, wenn es geht in Politik, soziale Probleme, Wissenschaft und andere komplizierte Themen. Das sind alles die eigenen Fragen, mit welches haben sich vernommen auch andere Linguisten, nicht sowjetische jiddische Linguisten in jener Zeit, zum Beispiel in Jivo. Die Mitzeitlers sind oft gewinn nicht gerecht. Teinendig, als sowjetisch-jiddisch hat nicht kein Kern, bloß das sowjetische Scholachts. Man muss sich hitten überzuchasern jedem Teus. Es ist ja gewinn Jiddisch, einander min Jiddisch, zu welchen wir sind nicht so zugewohnt,
was ist gewachsen in schwere und gefährliche politische Bedingungen, aber sie kennen beschuldigende Sprachenden. Beätsam ist das bloß gewesen noch eine Variante von Jiddisch, was ist entstanden bei sowjetischen Jiden mit seinen Besonderheiten in Aroisrede, in Lexik, in Syntax und in Äußerung. Die Tragödie von sowjetisch Jiddisch ist nicht der phonetische Äußerung und nicht die Russifizierung, nur der Fakt, dass sein Leben ist übergerissen geworden. Und wir wollen sich keinmal nicht wissen, wie weit wird jene Entwicklung von Jiddisch-Russisch ergangen. Zum so viel ich weisen etliche Hilles. Das ist das Reichtum von sowjetischer jiddischer Sprachforschung. Da weiß ich euch bloß Büchlich, das heißt ganze Büchlich, nicht keine Zeitschriften, nicht keine Broschüren, nicht keine Protokollen oder Publikationen von Instituten. Ja. Das sind als sehr ernste Publikationen auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau. Zum Teil das Beste, was wir vermogen auf die Gebieten von jiddischer Grammatik, von jiddischen Sprachlimit und Spracherziehung. Und das sind die besten der Weisen, wie ernst man hat sich bezeugen zu der Zukunft von der jiddischen Sprache im Rattenverband. Einen schönen Dank. Dank, Daria. Das ist Punkt, die Orientierung, was ich hab gewollt schon jahrelang hören. Und das ist die Einsammlung von den Materialien und von den Daten und von den Mechabrim, was ich habe schon, wie gesagt, sehr lang gewollt sich verrufen auf dem, die Talmidim sollen besser verstehen, auf was für ein Fon es redet sich wegen dem sowjetischen Jiddisch und was das ist, mit was man ist es. Äußergewöhnlicher Dank. Schönen Dank. Gewinn beim ist ein gewaltiger Überblick. Mir ist gewinn interessant, das, was ihr bringt heraus, wegen eurer Diskussie von der Nomenklatur, als wie heißt es, welcher Termin ist, ich habe es verschrieben, aber sehe nicht, wo ich habe es verschrieben, welcher Termin ist untergegangen bei 29 oder 30? Das ist gewesen der... Ich meine Literatursprache, Kultursprache und Nationalsprache, ja. Punkt also, ist gewöhnlich nationale Sprache oder Volkssprache. Ja. Ja, es ist nicht proletarische Sprache. Proletarische Sprache. Ja, das ist poschet weg, zulieb dem, was ich meine, dass der ganze revolutionäre Brenn hat sich ein bisschen beruhigt. Ja, auch auf Russisch in den 30er Jahren redet man weniger wegen proletarisch und mehr wegen kommunistisch oder sozialistisch schon in dem Fall. Jetzt proletarisch ist gewesen der Rikar nach der Revolution in Verbindung mit der Revolution von Proletariat. Und euch die Sprache hat gesollt werden proletarisch. Racekki hat gehabt als eine Publikation für eine proletarische Sprache. Heißt es, als wir können machen einen Vergleich zwischen die jiddische Publikations und die Publikations wegen anderer Minoritätssprachen und sehen, wir sehen ähnliche Phänomene bei die verschiedenen anderen Völker, was rangeln sich mit dieselben Problemen. Sicher. Ich habe sich nicht sehr tief vernommen damit, aber einmal ja guckt dann auf die Entwicklungen in belarussischer Sprache. Ja. Und auch auf dem, was man hat gemacht, weil das ist gewesen sehr ähnlich. Beerdig gleichzeitig hat man genommen Arbeiten über Wörterbücher, akademische Wörterbücher. Ja, in Rattenverband in die 20er Jahren hat man, dachte ich, zum ersten Mal vertragt als ein größeres Projekt wie ein größeres akademisches Wörterbuch von der jiddischen Sprache. Von dem hat sich ausgelöst der Boden zu beteuern. Und das ist gewesen auch in der belarussischen Sprache. Der ganze Indien orthografische Reform ist. Das ist nicht nur Minoritätensprache, sondern auch Russisch. Ja, das ist gewesen der beste Beispiel, weil dort hat man abgeschafft etliche Äußers. Und mit dem sehen Sie, als das Arbeit, und das ist nicht so kompliziert, und der Gedanke von Demokratisation hat auch geholfen, die jiddische Reformisten durchzuführen, sehr Reformen. Jiddisch hat gehört zu den Sprachen mit der eigenen sprachlichen Tradition, das heißt, verbandische Sprachen sind gewesen gar kleine Sprachen, für welche man hat erst ausgearbeitet, dem Aleph-Beis zum Beispiel
in Ratenverband. Jiddisch kann man besser vergleichen mit Sprachen wie Belarusisch und Ukrainisch und mit den Prozessen dort. Als Forscher haben auch gearbeitet in beiden Sprachen. Zum Beispiel Sprinzer Rochkind hat gearbeitet wie belarussische Linguistika, wie jiddische Linguistika. Ja, das ist. Der meint uns, was hat sie geschrieben in Drum von Jiddisch? Sie hat herausgegeben ein Wörterbuch in den 30er Jahren und sie hat zum Beispiel auch geschrieben eine große Rezensie wegen Übersetzungen von Puschkin auf Jiddisch. Das ist auch ein Thema. Ich habe geredet wegen Russifizierung. Sie ist gewesen, aber nicht nur linguistisch, sondern auch kulturell. Ja, ist der Jubiläum von Puschkin oder man muss sagen auf Jiddisch die Jahrzeit 1937. Das hat man gepravet zwischen allen Minoritäten. Es gewinnt nicht scheich, als das ist ein russischer Dichter. Jetzt, auf Jiddisch ist geworden Punkt also groß und es sind da gewinnt unterschiedliche Übersetzungen und sie hat dann geschrieben, eine gewaltige Arbeit vergleichen sich die Übersetzungen von welchen wir lernen sich als Sache wegen Jiddisch, nicht nur sowjetisch Jiddisch, weil sie erklären euch Nuancen von jiddischen Wörtern. Ja. Aha. Ja, stark. Und wer ist gewesen klar, was hat mitgearbeitet mit ihr? Das ist gewesen ein Linguist. Ja, und er hat geschrieben verschiedene Arbeiten auf dem Gebiet von jiddischer Linguisten. Punkte wie alle anderen, welche ich habe ermahnt. Man weiß halt wegen solcher Sterne, wie Isaac Racekki oder Eli Falkowitsch, weil sie haben geschrieben größere Bücher. Alle anderen zum Bedeuren euch wie klar, wie Racekar, wie Holmstock, sie sind weniger bewusst, man weiß weniger wegen sie. Aber sie haben gearbeitet in Instituten und auf verschiedenen Gebieten und Rikar sich oder beteiligt in solchen beschutwistigen Publikationen, herausgegeben Wörterbücher oder publiziert in Zeitschriften und keinmal nicht gesammelt. Wollt ihr gesagt, dass das ist euer Traum, zu neu zu sammeln, die das Wissen von die Schreibers und von seinen Zugängen und von seinen Beiträgen und machen für uns zutrittlich oder die Sachen. Wie hat das also getan mit Großherzloche? Ich wollte sagen, als das verinteressiert mich manchmal. Ich meine, das schätzt mir nicht genug ab. Wie gesagt, jene Forschung ist manchmal erstklassige linguistische Forschung, weil sie haben sich gekennstützen auf der russischen Linguistik, ja, oder dem russischen Formalismus, was hat sich damals entwickelt und was ist gewesen die damals wissenschaftlichste Methode von Sprachforschung. Und sie erzählen uns, wie ich habe der Mond jetzt reden sie wegen Rochkind, nicht nur wegen sowjetisch Jiddisch. Ja, nur sie haben sich auch vernommen mit historischer Forschung, das ist gewesen eine wichtige Möglichkeit, auszumeiden politische Sakones. Und sie erklären solche Nuancen bei Riches, was mir gefällt, ist nirgends nicht. Weil in den 20er Jahren ist nicht auch eine ähnliche Publikation, zum Beispiel in Warschau oder in Wilna. Es sind da andere, auch wichtige, ja. Aber ich habe untergesprochen dem Unterkapitel von dem Journal der jiddischen Sprache, das ist eine Sprache für praktisch Jiddisch wissen. Und das ist eine sehr wichtige Richtung. Und ich meine, als dort findet man manchmal äußeres, was wir haben bis heute noch nicht so gut erforscht. In andere Strömungen von der Forschung ist da ein ethnografischer Element, ist da sehr beulet. Und in die Sachen, was ihr uns gebracht, das heißt die in Jivo-Publikationen, als wir lernen Prilutski, als wir lernen die Sterne von was sie tut sich nicht in den Sowjetenverband, ist da eine Sache, Chutz Wilenkins Atlas, ist da eine, und Efscher will dir etwas sagen wegen Wilenkins Atlas, von einer ethnografischen Guckwinkel oder von einer Guckwinkel von stützen sich auf die Fakten von Volk ohne politischen wie deskriptive Linguistik mit anderen Wörtern. Ja, Punkt also ist Bichlal, die deutsche Sammelarbeit, das ist auch parallel zu den Jivo-Sammlers, ja, in Ratenverband auch, hat man entwickelt Klolim,
Ja, ist, das ist gewähnt Dremsen weniger, was hat, macht Herr Wenger, was hat angehoben, ihm mit dem Projekt von dem akademischen Wörterbuch, ihm mit dem Projekt von Atlas. Und sie haben beschrieben sehr Projekten, ja, und beschrieben, wie man will, als man soll arbeiten und sowas soll sein gut. Wenger ist zum Badeuren gestorben. Es ist gewesen sein Schiller Wilenkin, was hat er rausgegeben, dem Atlas. Und das ist öfter eins von den bewussten Werk von der sowjetischen jiddischen Sprachforschung heutzutage, wenn man vernimmt sich nicht also mit der sowjetischen Linguistik, ja. Das ist, was man kennt. Und das ist, was man hat gesammelt, das ist nicht sehr systematisch ausgeführt geworden, ja, wenn man guckt auf die Karte. Solche ethnografische Details findet man aber auch in der, ich will das anrufen, Express, ich meine, wenn die jiddische Sprache oder Publikation ist von Kiewer Institut, wo sie haben aber gesammelt Wörter auch. Ja, oder ich meine, also in der jiddischen Sprache ist eine schöne Rubrik, was hat geheißen, von Volksmäul. Das ist noch gewesen in Gräm von jener Tendenz hin zu Volkssprach. Ja, ist genommen von Volksmäul, glaubst genommen von Volksmäul und dann noch rekommendiert von Volk euch. Es ist dort keinmal nicht geschrieben, also erstmal rekommendiert, aber bei Ätzem meine ich also ja, weil euch die verschiedenen Regimes von Terminen, ja, weil man hat dort beschaffen, euch gleichzeitig mit Jevo anderscher Terminologie von verschiedenen Fachen, euch lernen sich in der Schule, aber euch für der Arbeit, Bankterminologie, Kreditterminologie, ich weiß was, Polizei. Und also weiter. Bei dem als hat man geprüft, sich zu stützen auf dem, wie soll man redet schon. Was ist, müsste man nicht allemal gewinnen Krieg, weil, wie wir sehen von Racckis Beispiel, ich hatte die Sobranie, weil Menschen reden also, wie es postet, ja. Und wenn die Mehrheit benutzt das russische Wort, Mistome wollen euch die Jeden benutzen das jiddische Wort, es ist ein bisschen für Jiddisch und so weiter. Von deswegen hat man geprobt sammeln und es ist gewesen sehr eine ernste Arbeit. Und oftmals ist es sehr interessant zu lernen Rezensies. Ich habe sich euch vernommen mit Übersetzung, Theorie dort und Rezensies auf Übersetzungen. Es ist euch sehr ciekawe zu lernen, wenn Rezensenten schreiben, למשל, zu was darf man nehmen ein slawisch Wort, wenn Jiddisch, weiß nicht, Bäuerin oder Arbeiten sagen doch also und so. Und man weiß, der Rezensent ist besser informiert, weil wohnt mit Tome irgendwo in der Stadt und nicht in Moskau. Das heißt, man hat geprobt sammeln, das heißt, der dosige Proklamierung, als wir schaffen jetzt die Sprache von Jesod, von der Volkssprache, sie hat Tage gehabt, Jesod, man hat ehrlich das getan, auf wie viel man hat gekannt. Von Eulen haben wir sehr eine praktische Frage, was das ist, wenn kann man feststellen, ist durchgeführt geworden, der sowjetisch-jiddische Ausleg, was wir kennen alle. Die Frage ist, was kennen wir? Ja, weil ist gewesen, ich habe Kevin übergelassen alle Zitaten, also wie sie sind gewesen geschrieben in die Makeurim. Ihr sollt euch sehen, dass das ist nicht gewesen einheitlich. Ja, wie gesagt, der phonetische Prinzip ist eingeführt geworden früh in 1920 und es ist verblieben die ganze Zeit. Das heißt, euch noch ein Überreis, ja, also man hat angehäuben drucken dem Journal Sowjetisch Heimland, seinen Hebraismen dort geblieben in phonetischen Ausleg. Die Sof-Äußers, was das ist euch Boileter Simen, hat man abgeschafft in 1928 und euch das nicht mit einmal. Ja, es ist gewesen ein Prozess, ja, und man hat lange Regimes und Beschreibungen, wenn, wie soll, in welcher Klasse der Schule, wer mag sich lernen weiter mit dem alten Ausleg, wie lang ist der Übergangsperiod, welche Zeitungen müssen jetzt schon drucken und Sof-Äußers, welche mögen drucken weiter. Und Sof-Äußers erscheinen später wieder in sowjetischen Publikationen.
Das heißt, also der sowjetische Ausblick ist keinmal nicht gerne so einheitlich. In der Emerson ist es allemal gewesen ein Prozess mit verschiedenen Values. Dank. Dank. Sehr fein. Gut. Daria, einen großen Dank an äußergewöhnliche Lektion. Wir sind schon über die Show, was wir haben, auf die dosige Lektionen in der Serie. Und es haben sich auch unsere weiterdicke Klassen von dem heutigen, von dem nächsten Semester. Nein. Wir haben noch ein paar Minuten, aber einen großen Dank bei uns. Und für die, was hören das jetzt auch, sollt ihr wissen sein, dass wir seien in der 5. Woche von der 58. Saison von der Sommerprogramm aufgenommen von Uriel Weinreich. Wir gehen bald zurück zu den Limudim, aber wir danken sehr warm und herzlich Daria Vakhrushova für einen äußergewöhnlich interessanten, belehrenden und orientierenden, sehr fein orientierenden Referat auf der Thema von dem Voneinanderboy von sowjetischen Jiddisch. Einen schönen Dank euch und ich wünsche euch alles Gute für den Heimschach und für den Sof von dem Programm. Dank.